Es wird also enorm eng für zukünftig Investitionen zu finanzieren, wenn wir nicht Chance haben, dass das Budget massiv Plus-Valuen aufwerfen. Und wir können nur hoffen, dass die Resetten am Budget 2008 sowie die Zentralbank und sowie die Cour des Comptes-Mengen unerschätzt sind und dass das Exerzice 2008 besser ausgeht, wie wir zu diesem Zeitpunkt mengen, für eben Domaden mehr Plus-Valuen zu kriegen und Fonds zu speisen. Cour des Comptes hat zum Budget 2007 auch schon markiert gehabt, dass die nicht davon ausgehen, dass 2010 Fonds 1 Milliarde Euro am Keller wären. Dafür müssen wir so wie Plus-Valuen von 2006 auch eventuell Plus-Valuen von 2007 auch später alle integral als der Meinung noch auf Fonds überweisen. Sonst werden wir an der Investitionspolitik an die Jahre 2010 und noch einer Katastrophe entgehen. Im zweiten Punkt, finanzpolitische Hilfen verfangen Schulden. Auch wenn die konsolidierten Schulden von der Administration publique zusammen, also Staat, Gemeinden und Security Social, nehmen 2,9% vom BIP ausmacht, so sind Schuldendach an Euro ausgestärkt und Klammer. Die Administration Zentral hat 2001 991 Millionen, 2006 1466 Millionen Euro Schuld, ein Plus von 460 Millionen Schuld. Ohne Schulden von 2007, die daran nicht mit berücksichtigt sind. Gemengen hatten 2001 Schulden für 473 Millionen Euro Schuld an 5 Jahre spät und Gemengen 302 Millionen weiter Schulden gemäht, als sind auf 775 Millionen Euro Schulden umgekommen. Ein Total also für Staat und Gemengen für 770 Millionen plus Schulden, das sind 52% mehr wie 2001 oder 30 Milliarden alle Lützeburger fangen, das alles ohne Schulden von 2007. Security Social wird bekanntlich kein Schulden. Man muss aber auch wissen, Herr Präsident, dass als Regierung die Emprunts, die Suppe empfangen, zu speisen, dass die Emprunts nicht was Kapital überlangt, zurückbezahlt. Die Regierung bezieht nicht mehr Zinsen zurück, aber kein Kapital. Wenn ein Betrieb oder Privatleute oder ein Gemeinde machen, da gibt man wahrscheinlich alle so, das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass den Emprunt Opel dann bezieht, den Kapital zurück, nicht bezieht, den nimmer Zinsen. Dann ist doch gespannt, wenn ein Gemeinde am Land die Figur, also gibt es so, man müssen einen Emprunt ab, aber man bezahlt just Zinsen zurück, an der 15 Jahre, die dann da sind, die müssen Kapital an einer kriegen, dann zurückbezahlen, da gibt es den Innenminister, der sicher, das refisieren, und ich gebe es so, mit Recht geben, das refisieren, weil das einfach eine Verschiebung von der Belastung auf die kommenden Generationen ist. Mit der Staat möchte das aber, und so muss am Anfang der politisch an der Responsabilität stehen, am Jahr 2016, die muss dann einem Jahr die 400 Millionen Kapital remboursieren von den Emprunts, die wir 2006 abgeholt. 2017 mussten 332 Millionen Euro Kapital zurückbezahlt geben, und 2018 200 Millionen an die Jahren durch Handeln tun auch. Das ist also eine Hypothek, das kann ich nicht so in die kommenden Generationen, weil so weit geht es nicht, das ist eine Hypothek für die übernächste Regierung, die dann am Amt ist, an die Leute, die das müssen bezahlen, das ist Meinung noch irresponsabel, dass das gemacht wird. Das ist ein Trick, Herr Präsident, für eben das Staatsbudget zu verschönern. Weil wenn der Staat direkt sein Emprunt, die Kapital zurückbezahlen, gibt das natürlich das Budget vom Staat belasten, an dem Defizit gibt auch dementsprechend am Staatsbudget mit groß geben. Das beweist, wie schlecht die Finanzsituation vom Staat steht, wenn man nicht einmal am Stand sind und Schulden wie alle normalen Menschen, Bürger oder Betrieb zurückbezahlen. Denn Herr Budgetminister und Herr Staatsminister standen schon Stunden über das Budget geschwärzt, wie sie präsentiert haben, und lasst vor, mit keinem von ihnen wird am Anfang annimmt, dass der Staat seine Schulden nicht zurückbezieht. Konklusion über als Finanzen, Herr Präsident, Fonds sind auf der einen Seite eitel, Schuld klemmt, an neben eitel Fonds muss von 2016 und Schuldenkapital zurückbezahlt werden. Von 2015 ging auch TVA zurück durch den Akkord von Brüssel über die elektronischen Stinkschlichtungen, als den Undeel und Kirchenfonds wird klammern, den Tanktourismus
zurückkommen. Wir müssen uns also als Staat auf die Entwicklung, die Situation erstellen, was bedeutet, dass wir budgetär müssen umdenken. Froh, die vielleicht sich auch dürfen am Land zurechtstellen, als wo steuert Lützeburg hin? Wir haben einerseits Rekordwachstum, weit über der europäischen Moyenne. Wir haben Rekord an neuen Arbeitsplätzen, wir haben Rekord an Grenzgängen, wir haben Rekord an stark Aufwachsen von der Population, die hier wohnt. Aber man ist schon weit, viel mehr weit weg, wenn man über die VL-Etude guckt, die 2002 gemacht ist, aber dafür Prognostiken abgestellt sind, als was Wachstum und Arbeitsplätze und Aufwand überlang, sind wir heute schon viel mehr weit weg, wie das 2002 gemeint hat. Und trotzdem starke Wachstum, klemmte Schuhmarschheit in Lützeburg, Wohnungspreise sind horrend, Verkehrsproblematik katastrophal, an Staat und Gemengen kommen wir mit den Infrastrukturen nicht mehr nach. Der Staatsminister hat für Jahre selber gesagt, dass der starke Wachstum nicht genug auffährt, für seine Nachfolgekosten selber zu generieren. Am Tag hat er gesagt, wir müssen 4% Wachstum haben, für als Rentensystem langfristig zu finanzieren. Ich komme dann noch darüber nach. Wo steuert Lützeburg hin? Das ist am Anfang die Frage, Herr Präsident, Damen und Herren, die, wie gesagt, viele Leute, die stellen unsere Meinung noch, auch die wichtigste Force, an dem wir als Politik nicht genug stellen. Und dafür haben wir schon ein paar gesagt, wir sollten nachher, dass das die wichtigste Force, dass wir uns dafür sollten, parteiübergreifend zusammenzusetzen, die Grünkollegen und die letzten Chamberswahlen in zukünftig gefordert gehabt. Das ist eine ähnliche Idee, wo man sich vorstellen, wo steuert Lützeburg hin, an dem einen und an dem anderen Szenario, was es für Konsequenzen hat, sowohl für positiven wie auch für negativen Konsequenzen. Wenn man Blick stellen, wir uns die Frage, wenn wir vielleicht alle eine gewisse Angst dafür drin haben, wann die eine oder die andere Richtung man die von abheilen, doch die Negativkonsequenzen an der Verstellpolitik sich schläfer der Frage. Es schenkt uns aber die wichtigste Vorziehen, weil auch viele Leute am Land sich vorstellen, wo steuert Lützeburg hin. Die Anpassung von der Steuertabelle als ein Thema, was heute schon viel haben diskutiert, genau von 2002 bis heute, haben wir einen Retard von 16% auf die Inflation. Die Steuerverwaltung hat als für ein Jahr, Herr Präsident, ein mitgeteilt an der Finanzkommission, dass am Anfang durch nicht Aufpassen von der Steuertabelle und die Inflation in der FU kann ausgehen, dass der Staat dadurch pro Jahr 100 Millionen weiter Steuern kriegt. Kumulativ, wenn in das von 2002 bis heute rechnen, hat also die Nicht-Anpassung und Steuertabelle dem Staat rund 2 Milliarden Euro mehr Übersetzen an Staatskasse. Oder am Verhältnis zur Inflation hat der Staat an den letzten 6 Jahren 2 Milliarden Steuergelder zu viel aufgeholt. Wenn in die Giftelen, Herr Präsident, die 2 Milliarden, die der Staat am Fond vis-à-vis von der Inflation zu viel Raum geholt hat an den letzten 6 Jahren, da gibt es 750 Euro pro Bürger, den hier am Land von ausmachen. Das heißt, am Platz, dass der Staat nicht bloß der Leute am Land den Hausäcker geschickt wird, mit einer Rechnung für die Autosteuer not zu bezahlen, wenn der Teil gemietet hat, am Fond könnte Christkönche rausschicken, an allen Menschen am Land 750 Euro zu gehen. Von den Daten mit denen von der Tripartit ausgehandelten Sozialaufbau kombinieren, da gesagt ich das ganz Ausmaß von dem Aufbau von dieser Regierung, die bald hin als Raubritter Majorität bezeichnet. Das sind die reinsten Abzocker am Sinn vom Wort.